Marius alle. Mijn naam is Jacob Cornelsen. Mijn vrienden dat je een levenswasser zijn van deze Marius. Hier zijn een paar dingen wat je kan doen voor deze service aanvangen. Want je had kinderen metgebracht, je kan die naar de kinderkerk brengen. Van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De 6-jarige tot 12-jarige kinderen, die hebben een tijd waar ze voor God aanbeden en gezang. Ze hebben een tijd waar ze geven kan. En ook een boodschap hier op een weg wat zij kunnen verstaan. We hebben het op zo'n weg gemerkt dat het interessant is en dat het zeker is voor jullie kinderen. Wanneer je meer informatie vindt van jou dat je vrouwen hebt, die kan naar een informationsdash gaan, daar zijn zo'n mensen die kunnen je doorhelpen. We hebben nog een paar minuten bij de service aanvangen. Je kan naar de Hebrews Café gaan, je kunt een drink holen, koffie of thee, die zijn voor vrij. En dan komt in de kerk aan, dan willen we God aanvangen te loven en te prijzen en gezang. En dan nadem, dan wordt een van onze pastors gezegd, hij wordt een goede, klare, praktische boodschap hebben voor jullie vandaag. En nadem wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. We zijn dus zo schaftig dat je een levenswasser zijn vandaag en we wensen jullie dus een goede Marius. Guten Marius Kerk, welkom hier van der und stoot op, wij blus God aanbeden en gezang. Wanneer ik nog bloos den kom sei, sitzt du al den See. Wann word ik zoiets in Borg, sitzt du den Borg bewegt. En wanneer ik goed durch den Schotten, die Leib am Jeft mir. Du hast nichts zu fürchten, sag als ich bei dir. Ik op ik knooi, ik heb mijn heen, oh God, de komt je hier toe die, om mijn hand, lei ik voor die hand, ik zing durch de nacht, oh God, de komt je hier toe die. En wanneer du voor mij bent, wer kon je mij storen? En Jezus, du hast nichts onmiddellijk verdient. Van alles rom je te niks wordt, sitzt du op
je tøvler durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dags in den Schotten, jevens gira Kopf. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach je Teufel durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dags in den Schotten, jevens gira Kopf. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Oh, mach je Teufel durch das Opfer. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. Du dags in den Schotten, jevens gira Kopf. Nicht kon durchstunden gegen die Kraft von unserem Gott. En barnet kan räcka beklag. Jag heb mine häng och Gott. Det kom jag helt så dit och mine angst la jag kvar i hand. Jag sing dig den natt och Gott. Det kom jag helt så dit. Oh Gott, det kom jag helt så dit.
hoe om deze week. Ik dacht de woord nog voor. Aber du hast niemals versagt. Ik leun ohne Hindernis. Ik weet, du kommst gewonnen. Wenn du hast noch niemals versagt. Din Versprechen bleef stån. Har du bestämma tru, hemma tru. Jag ser dina häng, dots mina gelotenhet. Du hast niemals versagt. Ik weet nog vergeten. Ik weet waar du helst din woord. Mijn hart wordt din prijs nog waar Jezus, du bist je muur. Hul me in dine looi. Mijn hart wordt din prijs nog waar als Die Versprechen blijft staan. Har du bestämma tru, hemma tru. Ik zie dine häng, dots mina gelotenhet. Du versagst niemals. Die Versprechen blijft staan. Har du bestämma tru, hemma tru. Ik zie dine häng, dots mina gelotenhet. Du hast niemals versagt. Je zoon, du beweegst de boy. Har ik glad, du warst doch nie bara down. Du mögst ein bar, wo nicht ein bar hin. Har ik glad, du warst doch nie bara down. Har je zoon, du beweegst de boy. Har ik glad, du warst doch nie bara down. Du mögst ein bar, wo nicht ein bar hin. Har ik glad, du warst doch nie bara down. Har je zoon, du beweegst de boy. Har
Diene häng, dass meine Gelotenheit, die versagst niemals. Ich denk in der Schnur, har du das einmal früh. Tack så lätt dina häng, dass meine Gelotenheit, die hast niemals was wat biedt je aan een verstoring. Er is duiper, was wat biedt je aan een verstoring. Biedt je aan ons, uit die in die vrede, konst verloten. Dat is allemaal door, allemaal ruit voor ons. Bezoeien wunder, wo du de Welt in Diene Allmacht mirst. Ik zei de stiers, ik hier dat lure rumlen, de ganze Schöpfung redt von Diene Kraft. Dan zingt mijn hart, mijn rare God, nu diep. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rare God, nu diep. Wo groot bist du. Wo Gott sin eins ja sehen jäuf, schackt am nem Kreuz, kon dort nicht verstehen. Dort hei Kreuz, ganz weil ich wird zu lieden, eu bladen starf, de mine sind betont. Dan zingt mijn hart, mijn rare God, nu dit. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dan zingt mijn hart, mijn rare God, nu dit. Wo groot bist du. Jezus kent, met door trompeten schollen, neemt mijn huis, wo vrouw mijn hart wordt zegt.
Ik bij mij door. En hij moet voor mijn draden. En roep dan uit. Mijn God, hoe groot bist u. Dan zingt mijn hoofd, mijn rare God, nu die. Hoe groot bist u, hoe groot bist u. Dan zingt mijn hoofd, mijn rare God, nu die. Hoe groot bist u. Abheven en nabesloven van der Gott, dat jetzt so schein hier all zu die singen seid, wo groot du bist, und wir singen uns hart, und wir knien uns für die du uns seid, du bist uns Rader, du bist uns Helper, du bist der, was uns führt. Dankeschön, Jesus, dafür. Wir beten es in die Namen. Amen. Dankeschön, Gott. Halleluja. Ich kann euch toll sagen, man, ich freue mich, dass ihr Lebenswasser gewählt von dir, dass ihr hier seid mit uns taub und bloß zum Gott loben, am Anbeten, Gemeinschaft haben, einer mit den anderen hier, wo eine gute Zeit haben hier von dir und Gott sein Wort hier, eine gute Andacht haben, eine gute Predigt hören. Und so, bis vielmal Dankeschön für hier ist das zu sein, die erste Service kommt. Je seid bitte uiterwählte, was der tätig kommt. Ich freue mich einmal, was der tätig kommt, so Dankeschön für die erste Service kommt. Der zweite Service ist manchmal ein bisschen fallen. Und so, das geht, wenn ihr zu der ersten Service kommt. Ihr seid krieg immer rein. Und so lot meine Freunde an. Wenn ihr besieht, ihr checkt, some Städte sind nach Ladig, so lot some meine Freunde an, sagt, komm, check mal, komm mal ans Meer, komm noch Lebenswasser, haben ein gutes Ding für die Kinder, eine gute Anbetungszeit, so lot meine Freunde an, dass sie bis mit uns keine Gemeinschaft haben. Ich will auch Dankeschön sein zu all von Ihnen, die online sind, die uns checken von weit auf. Dankeschön auch für mit uns taub sind von der, in Ihren Haus oder wo immer ihr seid. Ich hoffe, dass ihr ein guter Sonntag, wenn ihr mit uns taub seid. Von der ist es windig und für die, die weit auf sind, hier ist sehr viel Wind, wo wir sind. Ich glaube, wie 30 Kilometer die Stunde. Und ich habe manchmal gesagt, mir das scheint, wenn es windig ist. Ich gleich, wenn es windig ist, so viel Dollar das bloß, so viel besser. Und somebody fragt mich, wieso gleichst du das? Und ich sage, well, ich denke, an ihr schauen, als ich jung war, dann müssen wir gehen Fei besorgen und Schrauden und Schobelstrau eben am Tun eben stärken. Und der Winter kam immer so, dass der Krieg eben kam. Und von der hat man das scheinbar in Konberne saten und mit einem Team top schaffen und braucht nicht bitte sein. So, das will ich mir das scheint jetzt. Aber anyway, ja, das ist windig, aber das wäre danach gut, dass wir hier gerne im Schüling sind. Ich will von der ein bisschen mit Mrs. Anna Riesen reden. So, Anna, wirst du nachkommen? Wer wird bis eine Hand geben, dass sie nachkommen? Hi, everybody. So, jetzt bist gut, dass du hier bist, Anna. Sie haben ein Buch geschrieben. Das Buch, was sie geschrieben haben, das ist seelische Heilung. Das, was ich dort nannt. Und so, sie haben nicht nur bloß geschrieben und taub gestaltet, sie haben hart für mit Menschen schaffen und eine Klasse geben, was sich handelt um seelische Heilung. Und wenn wir hier von seelischer Heilung manchmal dann ran, wie wenn dort hier sich so das Counseling, ich will mit wohin kommen, ich will mit nur was sein, was ich nicht sein will, von der und noch nicht.
Und manchmal grüßen Menschen sich, aber wirklich, was du von redest in das Buch und was du in dieser Klasse wirst tun, das seelische Heilung, das handelt sich um so wie Denken und wo unsere Heiling sind und frei zu werden von Dingen, was uns bedrängt, so wie Denken und was in unsere Gedanken und was wir feilen. Und so vertel ein bisschen mehr von, wo du bist gekommen auf das Buch und das Taubstall und was wir wollen mit dort tun. Okay, sehr gut. Erstens leg ein klein bisschen von reden, die den Sturm gleich. Mein Mann, der hält auch viel von den Sturm. Auch mein Dad. Und ich fange zu langsam bloß die Mondsmenschen wegen. Die Antworten, das muss alle wegen selbst gehen. Dann brauche ich nicht beten schaffen und ich habe wie Bern mit Freiheit sein. So, die Freimenschen gleichen nicht so sehr den Sturm. Ja, ich habe ein Hort für Menschen, die an Weidau sind. Wenn ich habe das selbst belebt, was es ist, eine solche Not zu sein, und Gott hat mich gehalten, durch ein Rückgrat. Ich habe die Unterfahrung mit ein paar Versen, das sage ich in Psalm 34 von 18 bis 20. Der gerechte Schrien in der Haar hielt und halbt an ut all ihre Not. Der Haar ist all die nu an, den gebret nicht hart haben. Und halbt die in bedreckten Jes haben. Der gerechte machen viel Lieden, aber der Haar halbt an ut allem Rüt. Wir haben eine Geschichte in der Bibel, wo der Prophet Samuel, der kämpft nur das Führer mit mehreren Sehens. Und einer von denen sollen kennig werden. Der hat große Grube Sehens, aber der hat einen kleinen Jeeper in David ab manche Schubschafen. Und er jette sie die Jungs so lang und er will mal wie im selben Tim kennig. Und am Einzelnen sagt Gott, du kriegst einfach vom Büten, aber ich krieg nicht hart. Dort für mich den ganz wertvollsten Farsch, kann ich sagen, in der Bibel, weiß, Gott kriegt nicht nur uns vom Büten, wegen vom Büten laden uns alle verschieden. Gott kriegt nicht hart. Und so, ich lied von so jung an in mein Leben, dass Gott es bekämmert, uns hart. Ich habe Jahren Trainererfahrung hier in dieser Kirche. Wir hatten eine Früh von der Stadt, was hier kann reden. Sie waren so eine dunkle Früh. Nennen wir Obi. Und ich werde die Früh niemals nicht vergessen. Sie bet über mich. Sie lädt ihre Hände an meine Schultern und dann sagt sie, Gott will haben diese Menschen so sein, dass heute sein wird. Und ich kann lange nicht gut verstehen, was sie damit meint. Monaten Luther dacht mir dort ab. Kick nur Menschen in was sie deuten, nur die ihre Worte. Kick nur den Sinn, wo ein Mensch mit zu tun hat. Und Gott will haben, ich soll mal Däuper kicken, ich soll mal in der Hort kicken. Warum tun die Dinge, was die tun? So, und es steht, dort ich ein Mensch sage, als ein Alkoholik, dann sage ich ein Mensch mit einem gebrochenen Hort, und mir braucht das Hort über die Person. Right. Dort weiß, dass ich dieses dort sein darf. Aber Gott sagt, ich will haben, die sollst dir halten. Ich bin noch mal ganz jung, 9 Jahre alt, als ich mal einen Traum hatte, wo Jesus mit mir auf dem Hof rumgehen darf. Und er fragt mich, was willst du gleich zu weiten mal? Kannst du mir irgendwas fragen? Und so ich frage ihn, wo wird die Welt lauten, wenn ich keine Klier habe? Und dann kann ich die Welt mit uns sein. Das Leute, dass man alle verbrannt wird, das Leute schwor und dies da, Leute, das ist so traurig. Und dann kann ich den Traum noch nicht verstehen. Luther im Leben, das eigentlich alle wart, dann fängt Gott mir an Dinge aufzudaten. Er sagt, Menschen mit einem gebrochenen Hort, das erste Mal ist, die leben in so einer Weide aus dort, wo alles so schwor und dies da ist. Und ich will Klier in dein Leben anbringen. Ich will dich heilen. Ich will viel Klier in dein Leben anbringen. Das ist für mich Heilung. Und so, als ich vielleicht 30 Jahre war, dann fällt ich in den Raub von Gott, in diese Arbeit hineinzugehen. Aber ich ging in die Wüste hinein, wo so viel weiter oben war. Und du weißt Gott mir, was an mein Hort alles wir, was ich alles im Leben für weiter durchgehen wird, und er will mich heilen von dieser weiter. Ich ging so schwere Zeiten durch. Ich vergleiche mein Leben noch mal ein bisschen mit Josef in der Bibel. Josef, der kriegt einen Traum, als ein kleiner Junge war. Wir können noch nicht alle verstehen, was wir. Aber Gott läutet, dass er viele schwere Zeiten durchging in seinem Leben. Aber Gott wird immer mit ihm. Und kriegst du, als Gott mit mir war. Aber die schwere Zeiten, die müssen mir immer nur an Gott kommen. Und die Zeit, die kam für Josef, wo er seine Familie finden kann.
Seine Familie wie eine Hungersnot. Und heu können die geben, was die fehlen deit, wie es heu ab ne steht wir, wo du zu eten wir. Und in mein Leben auch, ich weiß das, wenn ich die Dinge nicht wieder durchgegangen, wenn ich wieder durchgegangen, und die schwere Wüste nicht wieder durchgegangen, da würde ich nicht mitfallen können. Und da würde ich das nicht alle haben, was Gott mir nur gegeben hat, da würde ich das nicht haben, und jünt das anbeiden. Ich will jünt diese Heilung anbeiden. Das ist eine Heilung, die für alle Mann ist. Von kleinen Kindern bis ganz groß und alt, Männer, Frühes. Und ich weiß für einmal, wer wir uns für sind. Besonders vielleicht Männer, oder wenn wir alle sind, dann wäre wir uns für no, aber ich will nicht mit uns das umgehen. Das ist das ganz beste Ding, was du kannst tun für die hier im Leben. Besieht Gott seine Radung, Gott seine Heilung annehmen, was er für die hat. Da wird ein Unterschied merken, wie du leben das, ob der sie irrt. Ja, so krijg wat we nu krijgen doen met dit buik is. Einer, der dat al aanvangt ab te schnaken, en we merken video's in ons studios, we hebben nu al een paar sessions gedaan. En so wie wel dat right merken, dat je kan deze video's kijken, en voor die wat online zijn, we worden op al onze social media platforms opdoen, je wordt even kan dat buik eraf holen, uitprinten, dat je dat kan onderwijs gaan gaan, op dat leer. En wat we worden doen, is we wel ook de klassen hier in de kerk geven. Nu maandag, den 15e, vangt de klas aan. Hier is dit in de klas toe. En ik weet niet of het vol is. Ik geloof dat is nog niet. Nou, dat is nog Ries. Dat is nog Ries, so die kan zich opzien bij de informatie daar, want je dat wel door durchgaan. En zo zal ze, dit is voor allem. Dat niet angst hebben, ze denken, oh, wanneer ik door naar de klas kom, dit is een counseling, en die worden me hier dingen uitvragen. En dat is een buik, zij wordt dat leren, en je hebt een buik wat je alleen gaan en kan met lezen, en een beetje some dingen uitvallen, maar keinem woord zo je op een stad aangesteld, waar je niet je goud met veel bus te gaan komt. En dat is voor jong en oud, mannen, vrouwen. En zo dat is eigenlijk de eerste klas wat we wel doen. We hebben meer droom wat we wel doen in de future met deze klas. Waar we kunnen meer mensen aanladen van bezit en waar die kan deze klas doorgaan. En zo, we zijn zeer dankbaar voor dit buik wat u hast opgesteld. En dus we kunnen hier dat kamp van een hart, dat kamp van hart, dat is niet best wat Diene hier zegt, maar ze heeft dat opgesteld op een weg wat ons alle kan houden. Ik geloof dat is best een zeer goed materiaal wat we hebben. En zo veel meer dankzij voor dat. Ik wil best vrij en ben wist u opkomen en mijn wife. En dan wil ik best zien over jullie beden. En ja, best zien over jullie beden is gegaan en dat is een les en leer doen. En we zijn dankbaar in deze kerk dat we kunnen met een top schaffen. En het goede ding van dit alle is, zij krijgen ons ruten zeggen, zij worden gleich dit buik en deze ministry nog levenswasser te geven. De tijd wat ze daar hebben gedaan, dat buik alle topstal zit, du hast lang met je schaf, 1,5 jaar, 2 jaar met je schaf, dat alle topstal hassels hebben van de klassen gedaan. En zij zeiden, wil je als levenswasser dit aannemen, deze ministry aannemen, en dan wordt ze nog welig zijn om de klassen te geven. En we zeiden, ja, we willen het hier aannemen, en we nemen dat aan, en we willen zeggen, we hebben een nieuwe ministry in de kerk, wat je leidt wordt zijn van Anna, zij wordt de klas geven. En zo we zijn dankbaar voor de tijd, voor het geld wat je daarna gedaan hebt, voor die ingestattung ben, dat je moest die zelf schabel opwarmen, als zij aan de buurtschap. En zo, dankzij voor dat. En zo, ik wil best vragen dat je uit respect best opstaan. En best een dankzij zijn te eind. En ik wil een zegen beden. Zoals je van hier weer gaan in deze ministry. Voor de hemel, ik dank die voor Ben en Anna. En ik dank die voor dat hart wat zij hebben met deze ministry. Wat zij opgesteld hebben van deze zeilige heilung. En wie kan dat zijn? En de jeent waar we zijn. En mank ons dat de veelzeilige heilung. En dankzij dat u geroepen hast, om deze klas te geven, om mensen te helpen, om eruit te gaan en bloos een onderscheid merken met wat zij in haar leven bejeend hebben en wat zij nu bloos gebruiken om andere mensen te helpen. Dankzij voor dat. Ik vraag bloos God dat u was zijn met wijsheid, met geduld en bloos met einigheid, dat zij weer gaan en deze lessen, deze ministry wieder leiden hier in levenswasser en bezien deze wijn zijn en beschut zijn
En hoop bloß, dat viele Menschen, dat waar hier en wirklich waar vrij gesagt war. Wenn die Wort dat sagt, dat, wenn du uns frei merkst, dann sind wir wirklich frei. En dat is wat dit aangeeft. Wie wel bis haben mehr Menschen, zal durch dit geholpen worden. Ik vraag bloß dien zijn over dat in Jesu naam. Amen. Amen. Wir werden uns noch Hand geben. Thank you guys. Thank you so much. Love you guys. All right. So, nu zijn we bij onze boodschap. En Pastor John, die wordt naar van boodschappen aanvangen. En die heet Wadasto, die Riesen. En so ik wil best vragen dat de ushers dit hier uitmerken. So John wordt de nächste 3 boodschappen reden aan Wadasto, die Riesen. En so, we hebben aanblussen nog hand geven. Am jij dat schijnen, wat hij predigen kan. So, thank you, John. Thank you. Ja, wir wollen nähere Botschaften anfangen, den an wie Wadasto, Diene, Riesen. En deze gestalt wat je hier zijn, dit is zo groot als Goliath weer. En we gaan hier ben eine, we gaan eine dort ben, want je laat wel je kon meten, wo je meten met Goliath op. Kan je vielleicht een beeld nemen en dan doe je dat naar huis nemen. En dan hang je dat thuis op, en dan zaten dat we gaan. En wanneer je een Ries begenen in je leven, dan dank je God, hoeveel Riesen je al hebben omgebracht in je leven. Dit is niet ons vriend, dit is ons vriend. En ik wil in de nächste 3 zinnen reden van de Riesen in ons leven, en waar die schaffen en waar we kunnen in de Riesen gaan. Riesen, die bezorgen ons niet, zolang die besetzt werden op dem Hof herumgehen. Aber wenn die bei die sind, und die puttern an Diene der, und die sind die Koppen an die Kroben, an die Hort, an die Familie, an die Kirche, an die Geschäft, dann wir einmal dann, müssen wir mit Riesen handeln. In Ries, dort ist eine Leeuw, ein Umstand oder eine Weide, was groot scheint in dein Leben. Nou denk aan deze 3 woorden, dat is één leeuw, wo du bist. En dat schijnt die een grote ding te zijn in dein leven. Nou, dat is een omstand, dat een weide vielleicht van de vergangenheid en zo'n dingen. En zo deze Riesen, die komen ons leven na en die schijnen groot te zijn in ons leven. Nou, Riesen hebben vele verschillende noemes. Een ding van een Ries is dat het een hindernis wat mij terughoudt. En weet je, ik wil van jou een beetje reden van dat God heeft een plan voor die. Hij wordt lijken wanneer du de nächste stap neemt. Maar dat is mogelijk dat du voor die in Ries staat. En zo du juist niet wieder, aber du bist vielleicht al voor jaren door je was, wo du nu bist. En du weet zo goed dat du zoals de nächste stap neemt. Maar dat is een hindernis in die wat die terughoudt. Du juist niet ver weg. En zo Riesen hebben vele noemes. Einer weet, wie der heet Goliath. En zo Goliath, David bejeen Goliath. Nou, Goliath, die weer even 9 zo hoog, 9,5 zo hoog ongeveer. Wie weet niet als den Krieg so leid ist dit. Aber hij wie een man, wat door Angst in jou deed. En zo dus Goliath, nog een Ries, dat is Angst. Ons is Angst voor de toekomst, Angst, wat wordt met mijn kinderen passeren, Angst, wat wordt met mijn grootkinderen passeren. Ik ben in deze bijze wereld en met COVID en al die dingen, dan eenmaal dan hebben we angst. Maar we hebben een Ries van ongeloven. Ik weet dat ik zal de nächste stap nemen, maar ik ga niet geloven, ik vertrouw God niet meer, dat is vielleicht wat passiert, een krankheid. En weet je, ik had een koude droom en wie willen nu dit en dat en dat alle doen. En dan volgt een dokter en zegt de dokter, weet je wat, du bist falsch gereven, du hast nog 6 Monate te leven. Nou, ik had het never beleefd, maar mensen hebben, vele mensen. Vielleicht hast du beleefd, aber einmal ist eine Krankheit in dein Leben. Vielleicht hast du einmal even so Covid gewesen in den letzten Jahren oder so. Wir haben verschiedene durchgegangen. Oder das Euernis. Ich bin beleidigt worden. Und Euernis hält mich drehen. Ich wundere, als Euer nicht ein von den ganz geradsten Riesen ist, wo wir mit kämpfen in uns Leben. Nächste Sonntag, so der Herr will, wenn wir danach hier sind, dann will ich reden an Euernis. Noch ein Ding ist Fehler. Weil ich versuche mal ein Ding zu tun und das schafft nicht. En ik ga opgeven, ik word never meer zo doen. Dat wie een Ries wat ik mal bijeen in mijn leven. En dat we gaan lost. Vielleicht hast du sexuelle Sinn, wat mij gebonden heeft en ik kan niet wieder gaan.
Aber weet je, Lied, dit zijn de Riesen. Er zijn nog veel meer, aber dit zijn soms van de Riesen in ons leven. Nou, de vraag is, waar wiesen Riesen zich in die leven? Er zijn soms steden, wo die besonders ver komen. Eerstens tussen de wildnis en het verspreide land. Weet Gott hat die versprochen. Gott will die wiederleiden. Vielleicht bist du in dein Leben in der Wildnis gewesen. Dort ist es, du bist in ein dreht Land gewesen. Und Gott will dich noch nächster Stub leiden. Aber dort meint, dass du wirst ein Denk überkommen in dein Leben. Oder du wirst vielleicht mit einem Denk mit einem Handeln in dein Leben. Oder du wirst mit einem Ries begegnen in so zwischen der Wildnis und das versprochene Land. Und sehr viele Menschen blieben Lebenszeit in der Wildnis, wenn sie wel nicht mit den Ries handeln. Nou, dat wordt einer, dat beeld wat zij wel ongerechten, sie dat handelt sich ein bisschen von dit. Some von der Riesen in den Weichriem, sozusagen, some von der Riesen doodschlagen, denn dat wir kann nur das verheitene Land kommen. Noch ein erst zwischen Gebungenheit und Freiheit. Du erst was die bringt dat. Vielleicht hast du ein Loster, vielleicht hast du ein Weg von Denken, aber du erst was die bringt dat, und Gott würde die gleiche Freiheit zu geben, aber Tim, dass die Gebungenheit losworden, dann muss ich man denk handeln, was mir Angst macht. Und ich will da nicht hin. Und so dann blieb ich durch in die Gebungenheit. Noch ein Ding ist zwischen Wassen und nicht Wassen. Ich würde gleich in zu Wassen, vielleicht sogar würde gleich in meine Bibelkenntnis zu Wassen, in mein geistliches Leben, aber die Zeit zu nehmen, in mal Bibel lesen, in mal Bibel studieren, oder was immer das alle braucht, das ist bloß, der Ries ist viel zu groß. Noch ein erst zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und weißt du, Lied, ich glaube, das ist auch ein von unseren größten Riesen. Wir gehen in uns Leben rum den Ries von unserer Vergangenheit. Und was Jana mal gesagt hat, oder was meine Eltern haben für mich getan, oder was die Kirche mir hat getan, oder was die Menschen mir haben getan, ohne ein Dinge von der Vergangenheit, und so wie kann uns Lebenszeit in der Vergangenheit rumgehen und never nach der Zukunft kommen. Never durch hinkommen, wo Gott uns will leiden. Und so das sind die Riesen, die in uns Leben sind. Na weet je, ein Ries scheint das geradste ein Tool oder eine welche Entscheidung. Wenn du mutlos bist, vielleicht erst durch eine Zeit von Bedrächtigung, dort wo ein Ries das geradste scheint zu sein. Als sie diesen Ries begegnen, Goliath, dann wären sie durch ein Tool. Und so dort wo sie den sagen, und den sagen es so groß. Und weißt du, wenn du durch ein Tool hast, wenn du durch ein Valley hast in dein Leben, du hast eine Zeit in dein Leben, wo es schwer ist, und die Riesen, die sind unmenschlich groß. Aber du hast eine Entscheidung, was sehr wichtig wird sein. Eine Entscheidung, was die ganze Sache wird anbringen, oder was dein Leben wird nur den nächsten Stopp bringen. Dann kommen die Riesen angegangen, und die sind unmenschlich groß. Und wir grüßen uns für dich. Und so, wir haben eine Schrift, zweimal ein Ries. Ich will noch zwei Geschichten kort von dir mitchecken, wo sie Riesen begegnen, was abhält, von nur den nächsten Stopp gehen. Und so Riesen kommen nicht von Gott. Das wo ich Ihnen sage, das Ries ist dein Feind. Ich will nicht ein Bild nehmen von dir, wenn das ist dein Freund. Wenn ihr ein Bild nehmt von denen dort, Luther eine Verleben mit einer Familie taugt, dann dort das nur wenn, dass die ein Kinder erinnern, dass dort die Riesen in dein Leben, die sind ja in deiner Familie. Und dass die lernen, die Riesen kommen. Wenn Riesen kommen nicht von Gott. Und wenn wir Riesen begegnen, dann kicken wir üterlich. Weißt du, sie sagen, das war groß wir. Sie kicken nicht vorbei, sie kicken nicht innerlich. Und so, der Ries von Angst. Von der wir denken an Angst. Na weet je, der Ries von Angst, das ist vielleicht ein von den Riesen, was wir nicht gleich in Tod stehen. Ich meine, dass ich aus dem Mond, wo Angst hat, no, ich habe nicht Angst. Aber weet je, wir haben Angst für verschiedene Dinge. Wir haben Angst für den nächsten Stopp nehmen. Wir haben Angst für mit das Problem dealen, was ich habe. Wir haben Angst, um das zu stehen, mit was ich habe. Alle hunderte Dinge, wir haben Angst für die Zukunft. Aber weißt du, ein Ries von Angst. Und so, Israel begegnet das Ries. Und weißt du, Angst wächst ein Ries.
Nou, wat ik meine met dit is, dat wenn du Angst hast, dann woest den Ries. Der Ries, der wordt immer grater. Ik weet niet of je zo zijn als ik zie, maar wenn ik in een leeuw zie, wo ik moedloos zie, vielleicht mich gerührt wordt, dann moet ik gleich von der Denk so te reden, dat dat zo'n schrecklich grote Problem ist, dat het merkt zijn dat ik dat niet doe. En zo, we merken dat gerade, wenn wir dann so reden, dat is wat passiert. En Angst woest in een Ries. En zo, wenn ik met een Ries van Angst te doen heb, dann woest en we worden het in de schrift zijn, wo de Ries was, en de mensen reden, en de mensen denken. Nou, Israël, zij zijn op de grens van het verheidene land. Dat is nu al zo bij een jaar, vielleicht een beetje van een jaar, van als zij van Egypte uitgingen. God heeft hen op wonderbare wijze geleid. In Egypte al en 30 meer in de wüste. En nu stonden ze op de grens. Tussen de wildnis en het verheidene land. En dat is hoe ze Riesen beginnen. Nou, dit is de geschichte van de mannen wat Moses uitchecken deed. En die komen terug van het land en je zegen. En dit is wat ze zijn. En ze verbreiden schreckliche Sachen. Ze verbreiden grote Sachen, manche Menschen. Weet je, die Riesen, wat zij daar te zijn hadden, die waren schrecklich groot. En zo zij verbreiden schreckliche Sachen, manche Menschen. Manche Israëlieten even dat land wat ze onderzocht hadden. En ze zeiden dat land wat we durchgegaan zijn, om dat te onderzoeken, vraagt zijn aanwoner. Heb je mal gezien dat land mensen vraagt? Aber weet je van wat zij reden is, dat die mensen door in dat land, die zijn zo groot en zo vast, dat jeder mens wat door een trekt, den wordt bloos uitgewiped. Kunnen we zeggen, den wordt bloos te zien, den wordt doodgemerkt. Dat is wat ze van reden. En dan zijn ze, in al dat valt, moet je den zot. Al dat valt. En zo al dat valt, wat we door ben zagen, zijn zeer grote mensen. Zo al dat valt. We zijn eenmaal in de Eihe, moet die afwand van niemals en Emma reden. Du des niemals so staat, du des Emma so staat. Aber dat is wat zij doen. Rein alle mensen, al dat valt, dat werden alles Riesen. Dat werden gleich alles Riesen. Aber zij verbreiden schreckliche Sachen, weet je, zij willen dat valt angrühen. Zij hadden Riesen gezien, zij hadden Angst. Na, vielleicht würden sie nicht herteuerstehen, dass sie Angst hatten, aber sie hatten Angst und sie wollen das Volk anreden, dass das geht je niemals nicht. Like, das have we never done. Na, wir haben nicht Zeit, die Versen alle lesen. Aber das ist, was Angst ist. Und so, wenn du Angst hast, und du stehst für einen Ries von Angst, vielleicht stehst du für einen Ries von der großen Entscheidung, oder du wunderst, was mit deiner Familie wird passieren. Und diese Angst, en dan vertaalst du, en dan woest du Ries. En dan eenmaal is het bloos rein alle uit. En zo, dat is een zwakheid wat ik een beetje had. Dat wanneer ik is moedloos zie, wanneer ik mij wat schwierig zit, dan zit het zeer schwierig. Dan is dat wat zeer groot. En zo ze zijn wieder, we sagen dort ook Riesen, an nachziene sehen, die von der Riesen stammen, we komen ons aangehen immer so als Grasshopper en zo klein moet we aan ook maar vergekomen zijn. En weet je, nou, dit zit een beetje groot. We weten niet, hoe groot die jongens zo werden. Maar weet je ook wel, wie waren Großhoppers? En weet je, die dachten aan ons als groot. Die wisten vooral niet wat die dachten. Maar dat is wat Angst is. En zo Angst merkt een Ries wossen. En zo während des Ries van Angst, blijven ze voor de nächste 40 jaar in de Wüste. Ze stonden op de grens. Ze kunnen dat land zijn. Ze hadden dat onderzocht. Moses zei, waar we gaan. Caleb en Jezua kwamen terug. Ze zeiden, waar we gaan. We kunnen dat doen. Maar nee. Die Ries, die zijn veel te groot. Ik bedoel, we zijn maar Großhoppers voor die. En voor 40 jaar in de Wüste. Kan het zijn, lied, kan het zijn dat du in de Wüste rondjes wegen den Ries van Angst. Du weißt, du soll eine Ändernis in deinem Leben passieren. Du weißt, du sollst irgendwas rückstarten tun. Und du hast vielleicht sogar von Gott einen Raub um das tun, aber der Ries von Angst, der ist so groß, ich back immer wieder ab und dann sitzt immer geraten, und dann kann ich never überwinden.
En so dat wat de Ries van Angst hat. Na 40 Jahre Luther. 40 Jahre Luther vertelt Moses mit het Volk. En ik wil je een beetje wijzen wat hij te hen zegt. Because wenn wir mit einem Ries wollen handeln, dann müssen wir anfangen, anders zu denken. Aber check mal ein bisschen, was Moses sagt. Je sehen einer zum anderen in je Zelt. Nou, dit is nu een 5e Mose, dat andere weer een 4e Mose. Dit is 40 Jahre Luther. Ze staan waren op een zelfde grens. En die zullen nu waren en dat Land gaan. Die Menschen sind gestorben, wat dan geen aanweer. En zo nu staat Moses door, dit is zijn afscheidsrede met het volk, wenn hij zelfs wat niet gaan. En nu staan ze op een zelfde steed zo te zijn. En ze checken naar het zelfde land. En Moses erinnert aan wat dan passiert. Nou, morgen is je zeden einer zum anderen in je Zelten. En dit is wat passiert, wenn wir Angst haben. Dann fangen wir uns an zu vertrauen. Dann fangen wir an zu sagen, like, das wird nicht schaffen. Like, du kostet Gott. Ja, wenn ich Angst habe, was du wirst, dann rede ich dir das in Sinn. Das ist, was sie deuten. Aber das sage ich wieder, der Herr ist jen uns. Na, weet je, Moses sagt, und was sie 40 Jahre 3 sehen. 40 Jahre 3 haben sie gesagt, als sie die Riesen begegnen, dann haben sie sich selbst verteilt in ihre Zelten, dass der Herr ist jen. Und dann denkt mal, Gott leidt uit Egypten uit met een grote, almachtige Hund. Gott leidt uit het Rode Meer. Gott leidt in de Wüste met een Wald en met vier. Hij vindt woede, hij vindt eten. Ihre Schuhe worden nicht alt, ihre Kleider worden nicht alt. Like, Gott leidt zijn volk zoals wie machen wir gleich in je leid te zijn. Weet je wat ze zeggen? Du op een grens, nu al dat. Dan zeggen ze, de Herr is jen ons. Dat is wat zij zich aanreden. Dat is wat Angst heeft. En so, wenn ich een Ries van Angst voor mij had, dan word ik even dem zeggen, weet je wat, God is jen ons. Dit is plus zo'n grote ding, dit is een grote Ries, like dit probleem. Like God moet mij hasten, dat dit in mijn leven passiert. En zij zeggen wieder, der Herr is jen ons. En doorheen heeft hij ons uit Egypten gebracht en ons in Amerika macht gegeven dat hij ons aanbrengt. Wow. Dit is wat zij zich verteld hadden. Dit is wat Moses hen zei. 40 jaar later zei ik Moses, dit is wat je in je Zelten vertelden. Dan mal 40 jaar 3. En zo Moses zei, en war ich dan, weet je, niet waar deze onderhouding gaan. En ik wonder, wat vertel je in het das? Du stehst für eine große Entscheidung und die grüelt, so dass die flott hat. Und dann versuchst du uitreden zu finden, wo sie wie das nicht sollen tun. Habe ich das schon mal getan? Und du versuchst die selbst anzureden, wo sie das nicht wird gut sein, oder das wird dir gut schaffen. Und so sie reden sogar so weit, dass sie sagen, weißt du Gott, Gott ist hier in uns. Gott hat uns hier in diese Grenze gebracht, haben uns hier dort mehr. Das ist so weit sie heim. Nur alles, was Gott für uns getan hat. Und dann sagen sie wieder, nur Wort von der steht Gubi. Und sie machen ja berecht Angst, und so sie sagen, was schut uns, was von der steht Gubi anyway. Was wollen wir hier machen, diese Riesen? Like, wohin sind wir hier? Wollen wir mal nie eine Lehre wählen, dann wollen wir mal zurückgehen nach Ägypten. Das ist really, was sie sehen, wenn wir die Geschichte ganz lesen. Und weißt du, das ist nicht vor uns, sometimes, wenn wir in Angst kommen, dass wir uns selbst anfangen, fair zu reden, weil wir es nicht schaffen, weil wir bloß mal abgeben, weil wir mal wegtragen, weil wir mal das was tun. Das wird niemand schaffen. Und der Ries von Angst. Sie sagen, dass die Menschen sind gratis wie, das ist, was die berichten an wir, das ist, was sie sich verhalten. Die sind gratis wie in den Städten, sind groß, in den Meeren, riechen wir am Himmel. Nu sind die Engel bei am Himmel. Das ist, was sie sich verhalten in ihren Zelten, 40 Jahre 3. Als sie sagen, Gott ist jen uns und die Wänge, weißt du, die sind so groß, und die Wänge, die riechen wir am Himmel. Was wollen wir? Wo gehen wir hin? Was schut uns? En weet je, dat is wat mens steht, wenn wir voor een Ries van Angst stehen. En zo Angst was een Ries. Datzelfde ding passiert met Goliath. In 1 Samuel 14. In een sterke soldaat van de Philister, de Goliath, hij geen ver, die weer van God en weer even 3 Meter hoog. En zo das Goliath is even 3 Meter hoog. En zo, die schrijven beschriften in beter, aber das, was die Menschen sagen,
Der hat einen Soldatenhaut, der von Bronze gemerkt wird, auf dem Kopf und hat eine bronzene Soldatenkleid, was 57 Kilo wiegt. Er hat bronzene Schachten an den Beinen und trug eine lange bronzene Schmiedstange am Regen. Und so das Soldat, der wird so angetrocken, der wird so schrecklich gerot und so angetrocken, jeder Soldat von Saul seine Männer sagt, weißt du was, das ist eine Dummheit mit denen, was kommt fährten. Und so das ist ein bisschen, was soll ich sagen. Und die Stange und sein Spieß, wie so lang aus dem Weber sein halt, und Weber halt dort, wenn sie es heich merken, und dann so weben. Ich weiß nicht, sie mal so sein haben, aber einmal lang dort wir, in der Spitz von sein Spieß, wir 7 Kilo Isa, von 7 Kilo Isa gemerkt, und er hat einen Diener, der sein Schild verandrüch. Das ist ein unmählicher Mensch zum Gewinn. Das ist die Idee. Das Ries, der wir graut. Na, hier ist ein Bild. Und das Gold jetzt in Spieß, hast du nur gemerkt, so sie glauben von der Schrift, dass die wird sagen, ja was, das ist 12, ein bisschen über 12 schon lang. Und so soll sie eine kleine Jungs, wenn die da hingehen, wenn die wir noch lange nicht was Gold hat, dann regt den sie in Spieß soll haben. Und so da kann die keiner hängen, und das ist ja allmählich. Und so, das Bild ist ein bisschen übertrieben, aber hier ist der kleine David mit das Ries, like so graut, mit den seinen Fähig kommen. Wie werden sie das Großhoppers verrennt? So sehen sie auch. Und aus sollen seine Männer diesen Hirten verschrocken dort, und sie hatten so Angst. Und dann sagt er, aus den Männern von Israel, dem sagen, rennen sie drei mit Angst. Und so ein paar Mal sagt er, dass wenn sie das Riesen verkommen, dann wird Angst. Because sie wird allmählich graut. Der hat reicht die Kleidung an von Isa gemerkt, dort wir was nie vielleicht zu tut. Sie haben vielleicht ein bisschen Lara Dinge, was ein bisschen beschützen und so weiter. Und nun sollen sie in das Ries gehen kämpfen. Und so sie haben Angst. Und sie bleiben da. Für 40 Tage. Für 40 Tage kommt das Ries jeder Tag und schämt den aus. Und weet je, ik zeg je eerst dat wanneer we een Ries beginnen, dan zijn we dat uiterlijke. En dat is wat zij zeggen. Zij zeggen bloß das grote Mensch. Zij zeggen bloß den zijn eiserne Kleider. Dat is wat zij zeggen. Die Israeliten sehen einer zum anderen. Sitzt du den Mann verkommen? Der kommt Israel trotzdem. Sitzt du den? Sitzt du wirklich, wo groß er ist? Kijk mal nach den sein Spieß. Kijk mal nach den sein Schild. Kijk mal nach den seine Kleider. Wer sei wie? Wie zijn Großhoppers. Und so, wenn wir in Ries beginnen von Angst, dann merkst du den gerade. Wenn du was nicht zu schonen wollen, und so, wenn du kannst so reden, dass der Ries groß ist, dann merkt das an, dass du noch nicht anders. Und so, wie erreicht vor dir uns einmal mit unserer Rede. Und so, Israel stand zwischen Gebungenheit und Freiheit. Weet je, die Goliath, die kann sagen, weet je, Gott schickt bloß ein Mensch. Das ist nicht nötig, dass wir uns alle abends sich tot machen. Das wäre actually ein schlechter Plan. Und so sagt, bring mal bloß ein Mensch her, und wo wir fährten, und der wird gewähnt, das ist der Haar über der Hand. Und andere wäre, wenn ich gewähnt, dann sei ich meine Slowen. Wenn der gewähnt, dann wo wir jene Slowen sind. Und so Israel stand zwischen Slowerie und Freiheit. Und dort zwischen stand der Ries. Und dort ist möglich, dass das ein Bild ist von deinem Leben. Oder von mijn leven. Du hast eine Gebundenheit in mijn leven. Du hast irgendwas vielleicht von der Vergangenheit, das Unvergebenheit. Da will ich nächstes noch von reden, aber du hast was in mein Leben, und so du hast eine Gebundenheit, und Gott verspricht mir Freiheit, Gott beugt mir Freiheit an, aber dort fashion, durch den Ries. Dort fashion, wo ich mit something handeln. Dort fashion, muss ich vielleicht was sagen, was ich noch never wem gesagt habe. Dort fashion, du hast was mich mit alle Gewalt hält. Und so ich gehe Jahren, diese Gebundenheit, wenn ich nicht dort aufdagen, was in meinem Leben wirklich ist. Und so ich habe Angst für das Ries, und das Ries von Angst, der hält mich drehen. Ich gehe rum in Gebundenheit, 40 Jahre, und wer weiß wie lang. Because das Ries. Und so Angst was ein Ries. Aber weet je Gott? Glauben was Gott. Na, mit dem meine ich nicht, dass wir Gott gerade merken. Gott ist immer allmächtig. Aber in mein Denken, was glauben Gott? Und so das, wo wir wollen hinkommen. Und so wir wollen vom Ries nur Gott.
Weet je, dit is wat we zijn. Dit is wat voor ons staat. Dit is dat wat ik me aangebeeld heb, nu al voor 10, 20, 30 jaar. Maar dit is Ries, den moet ik even zien schaffen. En de vrouw is, wat doe ik dat? En zo, in deze geschichte, beides Moses en David draaien dat van den Ries naar God. Moses zegt in 5. Mose, de Haar jün God. Nou, Moses heeft een groot gezegd, kijk mal, dit is wat je vertaalden dan 40 jaar terug in je niet zelden. En die zeiden, God is je in ons, en de Riesen werden veel te groot, en dat schafft alle niet. Aber hij zegt, de Haar jün God heeft dat land hier verjünt gezegd, nu goed en neemt dat aan, en nicht, hat nicht Angst, en ziet niet beduurd, de Haar jün voerische God, wat je, der heeft je dat verspreken. En zo Moses verzeekt dat volk te leren. Weet je wat? Check mal van den Ries weg en check mal naar God. En dat is wat ons fehlt, dat we van Ries naar God checken. En zo zij stonden waren tussen de wildernis en dat versprekende land. En de gevaar, we waren door, dat zij dat land niet aannemen en de Riesen weer naar hem door. De mieren reikten hem maar om Himmel. Er steht er weer nog. En dan zegt Moses wieder, der Heilige Gott selbst, wat je leiden en wat voor je aanstaan, de God selbst, wat met je kon. En dan zegt hij, krijg zoals hij in Egypten voor je uwen deed. Nou weet je wat, Moses neemt dat volk mal ganz terug naar Egypten en zegt, check mal wat in Egypten passiert, check mal wat am Rode Meer passiert, check mal wat in de Wüste passiert. Dat is nog dezelfde God. En dan zegt hij ook in de wildernis, de Heilige Gott terug je door. En zo God hat Empathie gebracht, wo ze nu wären. Wir zijn hetzelfde van David. En David zei, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Ich will gehen mit den Kämpfen. Weet je, de Israeliten hadden al voor 40 Tage den angehorcht en immer wachgerannt, wenn der eventuell kommt. Jeder Tag leidet den Grater. Jeder Tag sagen sie, hey, setz den Spieß, setz das Schild. Wer kann das? Und nu kommt David. En David, wir wollen die Geschichte nicht ganz lesen, aber David sagt, ich will den Gump halten. Wohin grüßt ihr denn? Und dann sagt David, der Haar. David sagt, der Haar. Und dann horcht er sagt, der Haar hat mich von den Kleven vom Leib und von den Kleven von dem Bäuerrat und er wird mich von den Kleven von diesem Philister raten. Na weet je, David nannt dessen Goliath en denk, wat hier noch keine genannt hat. David sagt, weet je wat? Ich will diesen unbeschnittenen Philister gut anbringen. Weet je wat dat meint? Dat meint dat dieser, der gehört nicht zu Gott sein Volk. Saul und seine Armee, sie wären Gott sein Volk. Und sie leiten sich hier von einem Mensch, der nicht zu Gott gehört, dumm sein und utschämen. Und David sagt, was tut ihr? Habt ihr kein Gott? Und so in uns Leben, wir müssen lernen, dass unsere Riesen, die kommen nicht von Gott. Unsere Riesen, das sind unbeschnittene Riesen. Wir gehören zu Gott. Du bist Gott sein Kind. Wir als Kirche, wir gehören zu Gott. Wir wollen uns nicht holen von den Riesen in uns Leben, die nicht von Gott kommen. Und so in dein Leben, der Ries von Angst kommt nicht von Gott. Der Ries von Euernis, der Ries von Lust, der kommt nicht von Gott. Wo so ist der Ries dort, was die drei hält? Wenn du Gott sein Kind bist. Das ist die Idee. Und so war das du, deine Riesen. So der Ries von Angst. Wo immer kommen wir denn? Weil die 3 Punkte geben, was ich kann mit in Hus nehmen. Erkann den Ries. Erkann den Ries. Und weet je, wenn ich ganz zu Wort hätte reden, dann würde ich mal sagen, dass wir als Männer, vielleicht ist das alle an uns denken, aber wir wollen das nicht tauschen, dass wir haben Angst. Ich will das nicht tauschen, dass ich habe ein Problem. Aber Tim, dass ich mit meinem Problem kann handeln, dann mache ich das mal tauschen, dass ich habe das Problem. Und nicht, dass immer so merken, hier, das ist nichts. Und wenn ich mit meinen Früh rede, dann denke ich das ein bisschen belegen und das ganz anders merken, als es wirklich ist. Oder wenn ich mit meinem Mann rede, dann sage ich das nicht wirklich, dass es ist. Oder wenn ich meine Freunde verteile, dann merke ich, dass so schein hier und das möglich. Aber in mein Hort, das ist ein Riesen, in mein Hort quält mich Tag und Nacht. Und fahre ich dort mal was tauschen, das ist ein Ries, und ich kann ihn nicht überwinden, meine eine Kraft, ich brauche halb. Und so steht das Tod, das ist ein Ries. Das ist ein großer Ries in dein Leben. Und der hat ihn vielleicht auch für wer weit, wie viel Jahre quält.
Aber der hält die drei. Du hast ein Hindernis, was die drei hält. Zweitens, Buße. Na weet je, dat Wort Buße, oder Amtieren, dat denkt wie als ein negatieve Ding. Aber das ist nicht ein negatieve Ding. Das ist ein positiver Ding. Wenn du am Arrechter Weg bist, dann lässt Gott die anwenden, drei vor. Gott schlägt dich nicht kurz tot, wenn du Arrechter vor bist. Aber er verjäft dich und er raubt die drei und er sagt, komm drei und du kannst anwenden, drei vor. Und Buße meint, das ist nicht mund, jässel das Wort Buße, das meint bloß anwenden. Vielleicht hast du was in deinem Leben, was du gebracht hast, dass das Ries so ist. Und Gott hat dir all gewesen, was das ist. Aber Tim dort tauscht und Tim anwenden und Tim meine Familie wiesen, meine Kirche oder meine Freunde wiesen, dass ich wie Arche vorne nicht mal anwenden. Das ist noch ein Riesen, das ist ein großer Riesen. Aber dann ist mir Angst. Das sagt es jetzt, die sehen einer zum anderen und die Zelten der Haare stehen uns. Du Buße von dort. Du Buße von was du hast geredet über das Riesen, das ist gerade geworden in den Dingen. Die Israeliten sehen einer zum anderen, sitzt du den Mond verkommen, wie man Buße down von wo wir geredet haben. Na, die haben Garage der beginnt, habe ich euch, viele von euch? Und die haben eine Garage der, und der hat einen Motor an, und der ist angeplagt, und der hat eine Bohne, und das fährst du, und das alle du, bloß das schreckt der schafft nicht. Was schafft der? Wohin schafft der nicht? Na, manchmal war es an, aber bei uns ist es so, dass der Oing und die Bohne, da sind ein paar Uhren, was sich mal einen Tag checken. Weißt du, von wo ich rede? Und wenn die Uhren sich nicht Tag checken, dann schafft der ruhig. Nicht so wer vorbeigehen, hat der angeschickt, nicht so eine Uhr verdreht. Und ich checkte sich euch taub, und das kann alle durch sein, alle schaffen, aber das schafft nicht. Und weißt du, was einmal passiert in uns Leben? Dass wir verdrehen unsere Uhren und wir checken nicht mehr an Gott. Wir sind bloß den Ries. Mein leichteres Uhr, oder dort, was mit Gott soll, abgelehnt sein, das verdreht. Und ich habe guten Dinge in mein Leben nennen können, was mir hat von Gott weggewogen. Und das, was mit Saul in seiner Armee wieder passiert, sie werden weggedreht von Gott. Und Saul wie ein angehörsamer König in die Städte der vergauliert und weiß sich nicht mit den Verfährten, wen heißt nicht mit Gott abgelehnt. Und dann kommt David dahin. Und David ist mit Gott abgelehnt. Und David sagt, was tut ihr, Jungs? Ich meine, wie sind Gott sein Volk? Das Philister kennt nicht mehr von Gott. Wieso stehe ich hier flattern und keine jetzt gehen? Und so bet für Glauben. Erkenn, dass du einen Ries hast. Du Buße von dort, was dein Ehe hat von Gott weggedreht. Drei. Und wenn du nicht näher weißt, dann frage Gott. Und Gott wird dir wissen. Und dann bet für Glauben. Weil die Glauben kommt von Gott. Weil wir Jesus immer im Ehe holen, der den Glauben in uns angefangen hat und vor dich merken wird. Glauben kommt von Gott. Frau Gott noch Glauben. Vielleicht fehlt ihm mal Glauben, um den Ries über sie zu schaffen. Saul und seine Männer, sie sahen bloß den Ries, wenn Ehe wieder weggedreht. David sagt Gott. Und er sagt, mit den Ries wollen wir uns weiten, wenn wir haben Gott. Was ist der Ries in deinem Leben? Kann es sein, dass du hast Angst? Kann es sein, dass Gott will dich nur den nächsten Stopp leiten, aber du hast nur für 15 Jahre hier gesessen und du weißt, was Gott will. Gott hat dir das gewesen, vielleicht geprophezeit, was immer das ist, Gott hat dir gewesen. Aber ich habe Angst, dann soll ich irgendwas tun, was ich nicht will. Ich will dir von dir Mut merken. Erkenn dort, dass du es der Ries. Wenn war ich von dort, dreh die weg von den Ries, dreh die noch Gott. Und dann fangen wir an, für Glauben zu beten. Und dann immer was die Kraft haben in dem Mut zum Verweg gehen. Amen. Warst du deine Riesen? Lot nicht ein Ries, was nicht von Gott kommt, die aus dem Kind Gottes, den Weg zu merken, dass du nicht verweg kommst. Wir beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du bist stärker als alle Riesen in uns Leben. Und Herr, wenn wir einen Ries begegnen, dann sind wir fertig so negativ und wir sind bloß das große Ries und wir vertalen uns selbst von wo groß es ist und wo allmählich es alles ist. Und dann bete ich, dass du uns verschalten, dass wir uns bara frisch ablehnen mit dir. Vielleicht hast du was zwischen mir und dir gekommen. Vielleicht hast du eine Anstellung, oder du hast irgendwas, was ich angenommen in meinem Leben. Oder irgendwas, was ich nennen gelassen. Dort habe ich mein Öl von dir weggedreht. Und ich hoffe, meine Garage der nicht.
En ik bid dat u ons verschalten door trederen. En dan vrouw wie van jou Herr. En van hier wieder, weil wie die vrouwen, jef ons geloven. Jef ons geloven, tem de nächste stap nemen. Jef ons geloven, tem den Ries van Angst Wadasto. Amen. Ik hoop dat je dingen abgeschreven van deze boodschap. Vielleicht im Denken holen und schrieb ich den nu noch ab. Aber das Ding, wo ich mir abschreibe, dass wir die Riesen, der ist nicht von Gott geschenkt. Da wäre mir sehr wichtig, hilft mir Mut dort zu hören, wenn manchmal, dann sind Menschen, wir gehen durch verschiedene Dinge, wir sind in einer schweren Zeit, wir sind Krankheit, und wir sagen, oh, weil dort hat Gott mir bis noch mehr geschenkt, oder oh, das ist Gott, das nu hat geplant für mich. Und mir ist es sehr viel wert, dort zu hören, bis war frisch ab und denken, dass die Riesen sind nicht von Gott geschenkt, und wie kann die Wadasto, die Angst, die Krankheit, all die Dinge, was da uns machen, so viel, was je in uns kommen, sie kommen nicht von Gott, und wir haben die Kraft, um je dort zu gehen, gleich das David dann hat. Das ist sehr wundervoll. Das nächste, wo wir die Bekanntmerkung haben, wo wir some Announcements haben, bitte kicken, was da abkommt, über die nächsten paar Werk, und so hier kicken wir das Screen. Goedemorgen, Wasser. Mijn naam is Kenneth Hiesbrecht en dit zijn onze bekonmerkingen voor deze week. Vandaag klokslassen zo is die Lebenswasser Tjork hebben we ons Valentine's Day Night geplant. Valentine's Day Night is voor alle befriede lieden uit de zon waar al engaged zijn. Er worden goede oven zijn, er wordt onkers zijn. En zo vandaag is de laatste gelegenheid waar je kost nog tickets krijgt bij de informatie dash. De tickets kosten 500 peso aan per lied. En zo maak je dat voor vandaag zo is klokslaas bij Lebenswasser Tjork. Morgen klok 7 uur en de kloorstuben fangt de kloorsäulische Heilung an. En dat wordt een gouden kloor zijn waar voor 10 werk wordt jeder maandag klok 7 uur aangaan. Wo wir kijken naar ons leven en zijn ze stehen in ons leven zijn, wo ons Heilung verandert. So mag je dat vandaag zijn laatste dag zum Abschreiben für säulische Heilung. We fangen morgen klok 7 uur an, hier in de kloorstuben. Nie daardag, Februar den 18. als er nog een kloor wordt hier in de kloorstuben, klok 7 uur aanvangen en deze kloor is een Pfizer. En so die wordt geleerd van Pastor John en hij wordt voor ieder werk dat in een Pfizer-bedrijf leren. So mag je dat vandaag zijn laatste gelegenheid zum Abschreiben für de Pfizer-kloor. Jeder dag klok 7 uur in de kloorstuben. Februar den 27. haben wir einen Mathelper-Oven geplant hier bei Lebenswasser Tjork. Und wir haben hier einen Onkers angereiht und wir wollen Dankeschön sein zu all den Mathelper, die ihnen Zeit geben wollen, zum hier Matschhofen an Lebenswasser Tjork. So wenn du ein Mathelper bist hier bei uns in Tjork, du bist eingeladen zu Februar 27. Uhr zu uns Mathelper-Oven. So bei uns durch. Nicht, dass wir hier von Mathelper reden wollen, wenn die wirst gleich eine Stelle zu finden, wo die kost Mathelpen mit denen Guben, eine Stelle, wo uns oder nur so fehlen hat, als für uns Lebenswasser Jugend ein Team. Und so jeder Mat, wer klok 7 Uhr habe ich hier eine Jugend stehen, hier bei der Tjork, und ein großer Part von dort, dass wir in Onkersite reden wollen, zu allen Menschen, die hier ankommen von dort. So wenn du wirst gleich in 1 oder 2 Mal das Jahr einen Reit zu merken, oder einen zu kaufen, für einen von der Lebenswasser Jugend stehen, du kannst dich abschreiben bei den Informationen dash für die Lebenswasser Jugend ein Team. Jeder Sonntag, halb 11 morgens in der zweiten Klosterstube habe ich eine Gebetszeit, wo wir Zeit nehmen werden, um für unsere Tjork, unsere Menschen und unsere ganze Umgebung zu beten. Die Gebetspunkte wurden neu gedacht worden, die kannst du da nehmen, kommen die West und reinkommen die West. Und so gehört die Gelegenheit für unsere Tjork einstehen in Gebet. Und dann, als der Letzte wie an der Lebenswasser kommen, das ist die Tjork, du kannst vorbeikommen, wenn ihr da dort empfehlen das. Die kommen vielleicht ein kleines Ladig und die kommen, wo ihr ein paar Gehen schauen, ganz umsonst. Oder wenn die gleich in der Lebenswasser kommen, tun ihr sterben, die kannst du auch Geld oder Eten anbringen. Das ist alles von mir, von der hat eine gesehene Werk. Ja, ich will abstehen, das ist wieder so ein Service ist. Ich will hier bis ein paar Dinge am Bett stellen. Kann ich diese Announcements am Montag gemerkt, ich sehe, da wir noch Tickets zu von der Service. Das sind nicht Tickets, die sind alle verkauft. Und für die, die nicht das haben kriegen, zum von der Service hier sein, das mir leid, das ist schon, aber die sind ganz voll. Das andere Ding, was ich will sagen, ist, wir haben über das letzte Werk einen Teil von diesem Meier für Jesus Brief angekriegt. Und ich will Ihnen sagen, für die, die auch genommen abgeschrieben und gesagt, ich will hängen diesen Monat dort geben, oder über den nächsten paar Monate dort Geld geben, das ist, was die sagt, dass die will. Das ist wichtig, dass ihr bis vor uns dort weiterlassen, dass die, wenn ihr dort Geld geben, dass dort für das Meier für Jesus ist. Wenn einer weiß, wenn ich jetzt dort alles angekommen oder nicht, ein anderer wird, nicht, dass du hängen in die Offering-Dosen andoen, bringt dort bis nur in Information, dass über die nächsten paar Werke, oder die nächsten paar Monate, dass ihr dort anbringt, sagt uns bis hier ein Brief, für das Meier für Jesus Geld.
En dan kan we dat zo abschrijven, zoals dat van jullie kwam. So veel mal dankzij voor die wat er zijn plotje was. En dit mij voor jou. Wanneer je nu nog dat wel doet, je kan den brief nemen wat er verjunt is. Den uitval, je kan den naam brengen over de nächste paar weken. Maar dat is veel mal dankzij voor plaats zijn van dat. So, de prayer team, die wat hier dit zo ver eruit zijn. En zij zijn hier om voor jullie te beden. Zij willen jullie help zijn. En vielleicht als de krijgt van deel. En Riesen Diene leven, wo sich diese fällt, hier fehlt eine Entscheidung zu merken. Ich mag eine Entscheidung merken, aber das fällt sich noch Ries, oder du hast vielleicht Angst, oder was immer das ist. Kommt noch fährt und sie wollen hier willig sein, für ihn zu beten. Und wenn dort Heilung fehlt, und je will eine Krankheit ist, oder was immer, je würde gleich angesalbt sein, je bet, für Heilung kommt noch fährt, und wir wollen das hier für ihn tun. Vor dem Himmel Dankeschön für diese Zeit hier, was wir haben können, in Diene gehen wird, mit taub sein, und Dankeschön, dass Diene gehen wird mit uns jetzt, und immer bei uns ist. Und ich freue mich, dass Diene sehen, über jeder einer, was hier ist, und all die, was uns kijkt, in Jesu Namen. Hat eine gute Weg, alles Beste zu ihnen. En starf, termine sind betrug. Dann singt mein Hort, mein Radar Gott nur dich. Wo groot bist du, wo groot bist du. Dann singt mein Hort, mein Radar Gott nur dich. Wo groot bist du, wo groot bist du. Van Jezus kent, met dood som pointen scholen, neemt mij nog eens, wo vrouw mijn hart wat zijn.